Der Königssee hat mich schon als Kind fasziniert. Aber anders als damals komme ich heute nicht zum Schifferlfahren. Ich will die Schönheit und Magie des Sees aus anderer Perspektive erleben. Von oben. Für mich ist der Rundweg über die den See umfassenden Berge ein großer Traum. Vom Schneibsteinhaus bis zur Wimbach-Grieshütte. 5 Übernachtungen habe ich eingeplant. Anfang September ist nichts mehr los, dachte ich. Von wegen. Auch unter der Woche muss man zu dieser Jahreszeit über 1 Stunde für eine Bootsfahrt anstehen. Die Geschäftelmacher rund um den Anlegesteg wissen genau, wie man an den Touristen mit dem weltberühmten Mythos Königssee verdient. Ich habe mir meinen Start etwas ruhiger vorgestellt. Doch plötzlich ist es völlig ruhig, fast einsam geworden. Nach 2 Stunden Aufstieg zum Schneibsteinhaus weiß ich warum. Die Jännerbahn wird saniert. Ohne diese bequeme Aufstiegshilfe ist ein gerade noch überrannter Berg wieder sich selbst überlassen. Ein unglaublicher Kontrast zu den Menschenmassen unten am See. Bei Kaiserwetter habe ich mein erstes Panorama fast für mich allein. Ich bin jetzt schon mittendrin im Nationalpark Berchtesgaden, den ich erst am Ende der Tour wieder verlassen werde. Nach fast 5 Stunden Aufstieg liegt das erste Etappenziel vor mir, das Schneibsteinhaus. Morgen ist dann gleich der erste 2000er fällig. Krieg ich noch einen Kaffee von dir? Ja, freilich. Danke. Milch darf ich mir da nehmen einfach, ne? Das ist meine. Wie viel sind die rational? Alle für dich. Alle? Wenn du willst. Ja, gut. Danke. Bitte. Sparst du dein Pulverchen? Ich glaube, mir hat eine prominente Berchtesgadenerin das Frühstück gemacht. Laut Buchcover die erste deutsche Bergführerin Nina Schlesinger. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich mir von ihr noch ein paar Geheimtipps für meine Tour holen können. Der Schneibstein hat 2276 Meter und gilt als der leichteste 2000er in der Region. Kein Vergleich zum Schicksalsberg Watzmann. Schon im ersten Steilstück zwickt der Oberschenkel. Ich hätte für diese 5 Tage mehr trainieren sollen. Glücklicherweise kann ich ja ohne Zeitdruck und Begleitung Pause machen, wann ich will. Fast hätte ich es übersehen. Mein erstes Edelweiß. Und das beim ersten Stopp. Servus. Morgen, servus. Das Einzige, was meinem Selbstwertgefühl bei diesem Überholmanöver hilft, ist mein Gedanke, ihr Rucksack ist viel kleiner und viel leichter. Die Wahrheit ist jedoch, die Frau ist mindestens doppelt so schnell wie ich. Sie ist ja nicht ohne Grund die erste deutsche Bergführerin. Sie ist hier oben aufgewachsen und war sicherlich schon ein paar 100 Mal auf diesem Gipfel. Haben dir das deine Eltern irgendwie in die Wiege gelegt mit dem... Sagen wir mal, meine Eltern haben es mir nicht in die Wiege gelegt, weil die haben ja außer gearbeitet in den letzten 30 Jahren nichts anderes da auf der Hütte. Aber natürlich ist unsere Hütte halt Anlaufpunkt für viele Bergführer und ambitionierte Bergwanderer, Bergsteiger. Und das hat mich total fasziniert als Kind. Also wenn da die urigen Bergführer da bei der Tür nahe sind. Und ihre Geschichten erzählen, oder? Ja, eben. Und das ist halt als Kind, hängst du da an denen an ihre Lippen und denkst da, wow, das ist ein Wahnsinn, was die machen. Und auf einmal, 30 Jahre später, macht man das selber, gell? Du warst ja eine der ersten Frauen, die Bergführer waren.
Ja, es sind 600 Männer und 9 Frauen ungefähr. Es ist schon Wahnsinn. Wir haben so die 1%-Hürde so ungefähr, gell? Kratzen wir dran. Aber für mich war das eigentlich nie ein Problem, weil ich mir auch nicht so wirklich differenziere von den Männern. Also ich bringe die gleiche Leistung und dadurch hast du auch nie eigentlich irgendwelche Probleme untereinander in der Gruppe gehabt. Und wenn du führst, ist es dann anders, wie wenn ein Mann führt, oder ist es genau dasselbe? Da kann ich sagen, da bin ich wahrscheinlich vielleicht schon ein bisschen nicht bedachter, aber defensiver und manchmal vielleicht überlegter oder drehe schnell mal um, wenn ich sage, okay, das Wetter ist nicht oder der hat jetzt nicht die Kondition dazu, dann sage ich, okay, das geht jetzt nicht. Aber andererseits bin ich aber auch feinfühliger und das ist auch sehr ansprechbar für Gruppen zum Beispiel. Ich habe viele Frauengruppen, die ja genau das auch wollen. Es sind oft sehr erfolgreiche Frauen, mit denen ich unterwegs bin. Und eben, die haben das im Job schon, eben dieses Macho-Gehabe, und die wollen das in die Berg dann einfach auch nicht haben. Und deswegen gehen sie auch mit der Frau. Industrieklettern in München, Bergtouren in der ganzen Welt. Die Nina wollte schon immer Abenteuer und ausbrechen. Aber den Königssee für immer verlassen kam für sie nie in Frage. Obwohl es ihr manchmal schwerfällt, in diesem Paradies zu leben. Da bist du natürlich schon in so eine Sozialstruktur hineingeboren, da wo jeder weiß alles und da wo du auch nicht so rauskommst. Und da bin ich froh, wenn wir dann in die Berge mal sind, ein paar Wochen weg oder in München auch zum Arbeiten, und dann komme ich zurück und genieße natürlich dann auch wieder diese soziale Struktur, die da ist. Aber eben, wenn du nur im Kessel wohnst, arbeitest und lebst, dann ist es schon oft einmal nicht so einfach. Gell? Dann sage ich mal, für dich. Okay, ciao Flo, bitte. Wahrscheinlich ist Nina in 20 Minuten schon wieder unten. Ich dagegen habe noch ein paar Stunden zu meinem nächsten Etappenziel vor mir, der Gotzenalm. Jetzt geht es fast nur noch bergab. Meine Müdigkeit ist endlich weg. Der ganze Berg gehört mir. Zumindest bis zur nächsten Kurve. Um die Steinböcke besser zu sehen, wäre ein Fernglas jetzt Gold wert. Meins habe ich natürlich daheim vergessen. Aber die Rangerin des Nationalparks, die Moni, ist es gewohnt, ihre Seehilfe an Touristen zu verleihen. Und du bist den ganzen Tag herum und schaust nach denen? Ja, ich habe heute Hochstreife, bin da in dem Gebiet herum unterwegs. Ja, natürlich schaue ich da. Weißt du, dass es da Steinböcke gibt? Da ist der ganze Hang voll, oder? Mhm. Kannst du schätzen, wie viel du siehst? Ja, zuerst habe ich Zeit, wenn es zwischen 9 und 10 Stücke. Und denen macht hier oben gar nichts aus, oder? Dass das kalt, nass. Jetzt um die Zeit, so wie es ist, das taugt ihnen, glaube ich, ganz gut. Große Hitze meiden sie eher. Großes Horn ist Bock, gell? Große Hörner werden Böcke. Aha. Die können ja bis 1 Meter lang werden. Wahnsinnsviecher. Sogar länger. Wahnsinnsviecher, ne? Das ist ein Spitzenkletterer. Wieso? Die sind ja eigentlich zu groß, oder? Dachte ich immer. Ja, die schauen so plump aus. Aber die bewegen sich ganz elegant. Haben sehr spreizbare Schalen, ja, nennt sich das. Zehen, ja. Und haben unten so wie so eine Reibungssohle, außen harte Randbereiche und können auf kleinsten Tritten und Reibungsfelsen können die umeinander klettern. In steilen Wänden. Näher hingehen dürfte ich jetzt aber nicht, oder? Da würdest du mich schimpfen, oder? Ja. Schimpfen nicht, du würdest nicht sagen, schleich. Wir singen es ja so auch, wir haben ein Fernglasl dabei. Aha. Innerhalb von wenigen Minuten ist das Wetter gekippt. Wir haben uns auf die Steinböcke in der Wand konzentriert und die Wolken in unserem Rücken nicht kommen sehen. Der Schneipstein ist schon fast verschwunden. Moni drängt zur Eile. Aber schau, da unten ist noch... Ja, war gut. Das geht schon schnell. Du, und ganz im Gipfel oben, gell, mit dem Levi, ist nicht lustig. Haben wir noch 2,5 Stunden, oder? Ja, darf man schon rechnen. Und meinst du, es hebt? Kann ich nicht sagen. Nicht einmal die Rangerin, die hier jeden Stein kennt, würde den Weg über das monotone Plateau finden, wenn der Nebel noch dichter wird. Zum Glück haben wir dasselbe Ziel. Aber irgendwann hat sie mein Schimpfen über das schlechte Wetter satt. Ja, krass. Wird blau, oder? Mhm. Was ist das? Weinrot. Das ist eine Knospe von dem Johanniskraut.
Das ist Beruhigungsmittel, oder? Mhm, genau. Okay. Und das verfärbt sich dann so weinrot. Sag mal her. Am Essen kann man es auch, dann rege ich mich nicht über das Wetter auf, oder? Genau. Bei ihrem Poncho dabei haben. Auf dieser Etappe warten die schönsten Blicke auf den Königssee, versprach mir der Wanderführer. Im Nebel habe ich jetzt leider kaum mehr gesehen als Monis Rucksack. Aber lustig war es trotzdem. Und ich habe viel über Pflanzen, den Nationalpark und die Berge hier gelernt. Und gar nicht gemerkt, dass der Regen nachlässt. Doch nur 20 Minuten nach unserer Ankunft in der Gotzenalm zieht der Wettergott alle Register. Aber ich bin so müde jetzt, das ist der Wahnsinn. Ja, mir schlafen Zeit. Jetzt sind wir gelaufen 4 Stunden. 4 Stunden. Ich bin so müde. Schwarz ins Nieder, oder? Es ist wie spät ist es? Oder ist das durchs Bier oder was? Prost. Prost. Am nächsten Morgen sind die Temperaturen um ganze 15 Grad gefallen. Ich bin froh, in meinen eigentlich viel zu großen Rucksack ein paar warme Sachen eingepackt zu haben. Auch wenn er mir gestern noch zu schwer war. Direkt hinter der Gotzenalm liegt ein berühmter Aussichtspunkt auf den Königssee. Und nachdem ich gestern schon nichts gesehen habe, muss der kleine Umweg sein. Um den Watzmann ziehen jetzt nur dunkle Wolken. Aber umkehren kommt für die nächsten 4 Tage nicht in Frage. Nach Berchtesgaden ist es weiter als zur nächsten Hütte. Der Wald im Nationalpark bleibt sich selbst überlassen. So hat es mir die Moni gestern erklärt. Der Borkenkäfer hat hier viel Schaden angerichtet. Aber davon befallene Bäume werden nur gefällt, wenn sie die Wanderer gefährden. Im Landtal, fast 2 Stunden hinter der Gotzenalm, werde ich schon wieder überholt. Und diesmal nicht nur einmal. Der Mann ohne Rucksack scheint auf den rutschigen Steinen bergauf und bergab viel Spaß zu haben. Du schon wieder. Magst du was? Magst du was? Gern, danke. Magst du schnell hersetzen? Eine kurze Rast. Du hast mich wie oft überholt? 2-mal jetzt, oder? Rauf, runter. Ja, kann sein. Wie lange brauchst du über den Watzmann drüber? Weil das wollte ich eigentlich auch machen. Überschreitung ist bei mir so 3 Stunden 10 Minuten. Brutal schnell, oder? Wie viel schaffen das in der Zeit? Ey, ja, bis jetzt noch keiner, also bloß ich, Gott sei Dank. Du bist der Schnellste. Ich habe einen Rekord drüber, ja. Du hast richtig so einen Trainerstab, Ernährungsberater und das ganze Zeug, oder? Der Trainer hat einmal zu mir gesagt, dass man mit mir nicht arbeiten kann, weil ich wahnsinnig stur bin. Und ich glaube, das ist liegt typisch aber... Berchtesgadener. Der lässt sich Hat keinen Trainer. natürlich nie so gern was sagen. Und Berchtesgadener haben den Ruf, dass Eigner und stur haben. Vielleicht stimmt es auch ein bisschen. Und du trainierst dann im Prinzip wochenlang, also auch so ein Wetter oder sowas macht dir überhaupt nichts aus? Also jetzt zum Beispiel jetzt auf dem Wettkampf jetzt am Samstag in Lienz habe ich mich speziell mit dem Höhenzelt vorbereitet. Was heißt Höhenzelt? Ein Höhentraining ist ja bewiesen, dass das extrem viel bringt. Ist aber mit extrem viel Aufwand verbunden, weil man eventuell nach Livigno und nach St. Moritz oder sonst wohin muss, dass man einfach in der Höhe schlafen kann. Gibt es aber Alternative und das ist ein Höhenzelt. Das kann man sich vorstellen wie Campen daheim im Zimmer. Das Zelt ist über dein Bett? Ich habe ein Zelt über mein Bett drüber gespannt. Da wird ein Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch dann da reinpresst in das Zelt und das tut halt den Sauerstoffgehalt verändern, so wie es in der Höhe ist. Man kriegt weniger Sauerstoff und der Körper macht Anpassungsreaktionen. Und du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du da super schläfst, oder? Nein, die letzten 4 Wochen waren hart. Vor allem, wenn man eine Freundin hat und die muss dann auch da drin schlafen, ist das teilweise... Was, die Freundin lässt du drin schlafen? Ja, die muss auch drin schlafen. Nein. Ja, schon. 4 Wochen? Die selber Sportlerin ist auch viel unterwegs auf Trainingskurse und so. Und wir sehen uns dann relativ selten.
Und wenn wir uns aber sehen, dann hilft es fast nichts, dann muss er im Zelt schlafen. Ich frage jetzt da nicht, was ich jetzt fragen wollte. Aber. Ja. Du hast jetzt einen Wettkampf am Samstag, oder was? Am Samstag ist der Wettkampf. Weißt du, was wir machen? Wenn ich drüben bin, dann schlafe ich auch bei dir 2 Tage im Zelt, aber ohne dich. Und dann gehe ich über den Watzmann drüber, dann geht's besser. Ausgemacht. Ja. Das können wir machen. Und dann sage ich, magst du noch was trinken? Nein, danke. Ich muss jetzt weiter. Ja. Und ich hoffe, du überholst mich nicht nochmal, gell? Nein. Vierte. Der Palzer Toni ist nicht nur Watzmann-Rekordhalter und deutscher Berglaufmeister. Der schafft wahrscheinlich in derselben Zeit 10-mal mehr Höhenmeter als ich. Von der alten Seilbahn hat mir der Toni auch erzählt. Sie wurde von Reichsmarschall Hermann Göring gebaut, weil der noch schlechter am Berg war als ich. Aber ja irgendwie zu seiner Jagdhütte kommen musste. Übrig geblieben sind nur ein paar Metallteile und die Steinböcke. Schon lange ausgerottet, wurden sie 1936 auf Görings Befehl wieder angesiedelt und haben den Zweiten Weltkrieg hier, anders als der Auftraggeber, gut überstanden. Nach fast 6 Stunden habe ich endlich mein 3. Etappenziel erreicht, die Wasseralm. Die Wasseralm ist sehr ursprünglich und abgelegen. Es gibt nur ein großes Bettenlager. Dementsprechend schlecht habe ich geschlafen. Ich werde auch nicht herausfinden, wer gestern Nacht so laut geschnarcht hat. Weil es zu tröpfeln anfängt und die nächste Etappe nicht so anstrengend ist, lasse ich mich von der Wirtin überreden, bei der Zubereitung ihres berühmten Gemüseeintopfes zu helfen. Ja, genau. Das kommt in einem. Die Rösten, ja, wir können sie aber auseinanderbrechen. Die Wasseralmwirtin Monika Schellmoser schnippelt und kocht seit 19 Jahren mit Leidenschaft. Das ist euer einziges Gericht da, oder? Das ist unser einziges Gericht. Das hat sich über die ganzen 19 Jahre bewährt. Echt? Also am Anfang haben wir versucht, verschiedene Eintöpfe zu machen. Dann kamen Vegetarier immer mehr dazu. Das haben wir jetzt eigentlich alles auf den Gemüseeintopf beschränkt, weil der für alle gut ist. Für Fleischesser, die kriegen mit Würsteln. Für Vegetarier und Veganer geht's auch. Es ist tatsächlich ein großer Aufwand, weil alles muss mit dem Hubschrauber kommen. Aha. Wir müssen, also ich kaufe die Sachen ein, dann haben wir eine große Garage unten, wo ich das alles verpacke, dass es flugsicher ist, also in Kisten. Mhm. Dann wiege ich die Kisten, dann dürfen wir pro Flug nicht mehr als 850. 800 mache ich eigentlich normalerweise und ich muss dann einfach ausrechnen, was wir mitnehmen können oder auch was noch an Bier dazukommen kann. Ach so, das kommt dann auch. Und das, aber wenn du hier oben was oder wenn was kaputt geht? Was oft der Fall ist, ist, dass mit der Technik irgendwas nicht hinhaut. Braucht man manchmal doch einen Handwerker. Und da muss man dann immer auf Dienstag warten. Und dann kommt er auch mit dem Hubschrauber. Und dann war es oft schon so, dass er irgendwas gerichtet hat. Hat alles funktioniert. Der Handwerker fliegt wieder davon. Und eine Stunde später taucht der Fehler wieder auf. Bis Anfang Oktober ist die Hütte fast immer voll und die Moni immer in Bewegung. Dir macht es immer noch Spaß? Ja, mir macht es noch Spaß. Obwohl du so viel Gemüse schneiden musst. Ja, das ist nicht schlimm, ehrlich. Ja? Aber sag Was mal, eher störend ist, ist, dass so viel, das gab es früher ja Gäste überhaupt kommen. nicht. Nein, so viel buchhalterischer Kram dazugekommen ist. Das Echt? war früher ja eigentlich so gut wie null. ja? Jetzt ist ja das mit dem Reservieren ganz was wichtig ist, auch für die Leute. Und damit, alles Internet, oder? ja, jetzt, das erste Jahr machen wir das. Uns hilft das wahnsinnig, weil vorher ist man vom Telefon einfach gar nicht mehr weggekommen. Und telefonisch haben die Leute es auch gar nicht verbindlich betrachtet. Das war eigentlich sehr schade, weil viele nicht gekommen sind, ohne abzusagen. Und deshalb machen wir das jetzt online mit Anzahlung. Ach, und die auch. zahlen dann und dann, Ja, und wer nicht kommt, der ist selber schuld. Ja, aber die Leute kommen dann auch meistens. Oder sagen oder stornieren vorher. Ach, das hat sich dann geändert? Das hat sich geändert, ja. Ja, klar. So, bitte sehr.
Ah, das sieht ja toll aus. Guten Appetit. Lasst euch schmecken. Ja, aus der Löffel. Danke, Moni. Es wird ein leckeres, aber sehr frühes Mittagessen. Ich will ja noch weiter zum Kerlinger Haus. Und irgendwann lohnt es sich nicht mehr zu warten, dass der Regen aufhört. Der Vorteil des schlechten Wetters: ich bin allein unterwegs. Der Nachteil: der Weg ist kein Spaß, sondern schlammig und auf den Wurzeln und Steinen extrem rutschig. Da wird ein kleiner Abstecher zu einem Gipfelchen wie dem Halsköpfel zu einer Expedition für einen Stadtmenschen. Dabei habe ich noch Glück. Bei so einem Wetter ist hier normalerweise alles in Wolken oder Nebel gehüllt, weil die Feuchtigkeit aus dem Kessel aufsteigt. Aber für mich ist der Blick auf den Königssee zum ersten Mal seit gestern wieder frei. Bin fast an der Südspitze. Die Hälfte der Tour liegt hinter mir. Doch wenige Minuten nach dem Foto zieht es schon wieder zu. Gleich hinter dem winzigen Grünsee beginnt die Himmelsleiter, die bei diesem Wetter eher Höllenleiter heißen müsste. Es ist der letzte Anstieg auf dieser Etappe. Das Kerlinger Haus erwartet mich. Und das ist laut Wanderführer eine ganz andere Hütte wie die Wasseralm. Am kältesten See Deutschlands, dem Fundensee, treffen sich bei jedem Wetter Wanderer, die von mehreren Fernwanderwegen kommen. Mit über 320 Schlafplätzen ist von einem Bergidyll nichts mehr zu spüren. Von Juli bis Oktober ist Hochbetrieb, wie auf einer Autobahnraststätte nach Süden in der Ferienzeit. Und so schmeckt es auch. Ich bin froh, dass ich mich überhaupt noch irgendwo dazuquetschen kann. Die meisten Fernwanderer sind in Gruppen unterwegs. Also in der Wasseralm. Genau. Das machen wir gerne. Wir haben gestern schon einen Gesundheitszeugnis auf halbem Weg mit hochgenommen, weil wir es vergessen haben, hier oben abzubiegen. So, und der Erste kriegt die besten Betten. Nee, das war jetzt gefühlt so, der Erste kriegt den Rest. Ja. Und habt ihr alles vorgebucht? Ja. Ja, wie gesagt, wir haben im März schon gestartet und waren nur noch Bettenlager über. Was, ihr habt im März schon gestartet? Mhm. Und dann waren nur noch die Lager übrig. Das Kerlinger Haus liegt neben einem Wetterphänomen. Momentan hat es 8 Grad, aber nur 37 Höhenmeter tiefer kann es schon mal 20 Grad kälter sein. Wenn es die Sonne ab Spätsommer nicht mehr über die Berge schafft, kühlt die Luft in der Mulde um den Fundensee stark ab. Meinen Plan, im kältesten Gewässer Deutschlands zu baden, verkneife ich mir. Vor mir liegt die längste Etappe der Tour mit fast 1800 Höhenmetern. Nach dem faden Frühstück kommen mir ein paar Vitamine gerade recht. Die Blaubeeren sind süß und reif. Aber der Genuss hat Folgen. Überall sind Tiere. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich alleine unterwegs bin. Aber ich denke, es sind vor allem die Schutzmaßnahmen im Nationalpark. So nah habe ich Murmeltiere noch nie gesehen. Sie sind schon richtig fett und gut gerüstet für den langen Winterschlaf. Murmel. Am Rand des Steinernen Meers entlang geht es hinauf zum Hundstodgatterl. Der Dachsteinkalk ist scharfkantig und zerfressen von Wind und Wetter. Wenn man eine Markierung übersehen hat oder eine Abkürzung nimmt, wird es anstrengend.
Es geht hinauf auf fast 2200 Meter. Der Pass ist eine Kreuzung. Hier treffen sich mehrere Wanderrouten. Es kann voll werden. Zum Glück bin ich unabhängig und kann mein eigenes Tempo gehen. Der Watzmann versteckt sich bei nicht mal 5 Grad im Nebel. Meine Mittagspause fällt kurz aus. Mir ist nach dem schweißtreibenden Aufstieg einfach zu kalt. Über mir liegt der große Hundstod. Von diesem Gipfel haben sich angeblich die Hunde des grausamen König Watze in den Tod gestürzt, nachdem ihr Herr wegen seiner Untaten zu Stein verwandelt wurde. Den Gemsen machen weder Kälte noch Gruselgeschichten etwas aus. Wie Murmeltiere und Steinböcke fühlen sie sich im Nationalpark völlig sicher und lassen sich beim Fressen nicht stören. Dann endlich vertreibt der Wind die dunklen Wolken, als ich ins Wimbach-Gries absteige. Bergwetter kann ja so verrückt sein. Es genügt ein bisschen Sonne und schon fühlt sich alles wieder ganz leicht an. Kein schlechter Platz für ein Fotoshooting, den sich Franz Keilhofer und seine Freundin Nadine Schachinger da ausgesucht haben. Und du kannst ja dann die Schalen teilweise im Detail nehmen. Schau mal her, da, das hängt da hinten. Die beiden sind nur äußerlich ein ungewöhnliches Paar, aber eigentlich recht bodenständig. Franz ist Drechsler, Nachhilfelehrer, Buchautor, Fotomodel und Sänger einer Punkband. Nadine ist Fotografin und hilft Franz mit ihren Fotos, zumindest teilweise von dem zu leben, was ihm am wichtigsten ist, seinem Handwerk. In Schubladen denken und leben die beiden nicht. Wenn man euch so sieht, ihr passt ja eigentlich wirklich mehr in die Großstadt, oder? Oder ist es nicht mehr so auf dem Land? Ja, erstens mal sind wir ja nicht auf dem Land, sondern in die Berg, was ja schon wieder noch mal ganz was anderes ist. Und wir haben ja das Glück in Berchtesgaden, dass ja schon immer Touristen da sind, schon seit 100, 200 Jahren sind immer Fremde, immer andere da. Und dadurch ist es in Berchtesgaden nicht so dramatisch. Es ist, glaube ich, eher schlimm, wenn du sie in ihren Traditionen störst, quasi. Also, du kannst ruhig tätowiert sein oder so, wenn du zum Beispiel da ein Dirndlgewand und eine Lederhosen anziehst, dann halt schon richtig anziehen. Gell? Also da nicht mit Converse und T-Shirt dazu oder so, sondern wenn dann halt wirklich die richtige Schiene. Es ist ja, ich kann den halben Tag in der Werkstatt sein, wirklich eines von den ältesten Handwerke der Welt betreiben, kann am Nachmittag als Fotomodel arbeiten und auf Nacht dann nur auf ein Punkrock-Konzert gehen. Ja, also hält mir ja keiner davor ab. Ja. Und wenn du in deinem Kopf selber nicht diese Barriere drin hast, das darf ich machen, das darf ich nicht machen, dann kannst du ja alles machen. Und das ist ja gerade das Schöne. Du kannst einfach Sachen, die es schon ewig lang gibt, mit Sachen verbinden, die es eben noch nicht lang gibt. Aber kannst du jetzt davon leben? Weil das ist schon krass, weil es gibt ja so viel Konkurrenz da, oder? Ganz viele Drechsler oder ganz viele, die zum Drechseln anfangen, machen das ja in einer Rente, sind dementsprechend schon ein bisschen älter. Das heißt, es ist schon mal ungewöhnlich, wenn man als junger Mensch sowas macht, vor allem selbstständig. Und zusätzlich, wenn man dann halt auch noch ein bisschen unkonventionell ausschaut, macht das Ganze ganz spannend für viele. Das ist quasi so, dass du eigentlich dir deine Träume komplett erfüllen kannst, oder? Es ist natürlich so, dass im Endeffekt das Drechseln für mich so wichtig ist, dass alles, was mich vom Drechseln abhält, schon mal potenzieller Feind ist. Aber mir ist natürlich auch klar, dass man gewisse Sachen halt einfach machen muss. Und Arbeit ist halt manchmal einfach auch Arbeit. Aber so passt es perfekt. Also ich kann das machen, was ich möchte. Ich habe nach wie vor Spaß da. Und es ist ja echt so, wenn man mich fragt, was darfst du anders machen, dass ich genau gar nichts anders machen, weil ich Angst hätte, dass ich es nicht mehr so hinkriegen darf dazu mal. In der Dämmerung erreiche ich die Wimbach-Gries-Hütte. Seit ich unterwegs bin, schlafe ich jede Nacht besser. Die Berge und das Wandern sorgen dafür, dass ich meinen Stress von daheim vergesse. Das Wimbach-Gries ist nicht nur wunderschön.
Es ist ein ungewöhnliches Tal. Eigentlich ist es ein 10 Kilometer langer und 300 Meter breiter Schuttstrom, der noch einmal fast 300 Meter in die Tiefe geht. Der weiche Dolomit verwittert schnell und zerfällt zu Kies oder zu Griers, wie die Einheimischen sagen. Alles Wasser aus Regen und Bächen versickert und läuft unterirdisch ins Tal. Im Wimbach-Schloss treffe ich eine alte Bekannte vom Beginn meiner Reise. Nina Schlesinger, Deutschlands erste Bergführerin, trainiert den Berchtesgadener Nachwuchs schon früh, die Touristen am Berg abzuhängen. Kletterkurs für Kinder, oder? Ja, hi, grüß dich. Hast du dir das beigebracht? Das ist ja wahnsinnig, die rumkraxel. Ja, sie hat es einmal gesehen bei uns und dann haben sie natürlich sofort nachgemacht und jetzt gibt es kein Halten mehr, gell? Aber das sind nicht deine, oder? Nein, die sind von meiner Schwester. Die sind meine Nichten, die hat Zwilling. Und die trainierst du? Ja, schau eigentlich hin. unbewusst. Jetzt steht sie um. Eigentlich unbewusst, ja. Ja, super. Die klettern jetzt schon fast besser wie ich. Gell, Hanna? Oh, jetzt kommt schon dein Trinken. Ja. Von der jüngsten Kellnerin. Ja, der jüngsten Kellnerin vom Königssee. Das ist ja lieb, danke dir. Oh Gott, ist das schwer. Vielen Dank. Das hast du toll gemacht. Magst du das auch eine Weißwurst essen? Keine Weißwurst? Gehst wieder arbeiten. Gehst wieder arbeiten? Kinderarbeit ist verboten, gell? Ja. Die können jetzt beide zu dir, oder? Ja, das sind beide meine. Was ist das familienmäßig? Also ihr halt's richtig zusammen. Wenn es irgendwo brennt oder so, wenn du jemanden brauchst, dann weißt du, die sind da. Also das geht kommentarlos. Da muss man nicht bitteln und betteln, dass jemand da ist, sondern es geht einfach Hand in Hand. Du hilfst dann überall aus, oder wie läuft das? Ja, ich helfe der Mama beim Schnitzelessen. Ja. Also, das Schnitzel ist aber gut. Ja, ja, und zur Katrin kommen ja immer von der Watzmann-Überschreitung oder von der Ostfront dann runter und da helfe ich dann auch nicht mehr zum viel. Brotzeit machen. Auch zum Brotzeit machen. Also die Hilfe schaut so aus, dass du und deine Mutter für die Nina kochen. Ja, genau. Ah, ja, jetzt habe ich das auch verstanden. Gut. Diesen Familienzusammenhalt genieße ich total. Ja. Aha. Ja, das verstehe ich. Okay. Aber es ist schon so, dass man die Kinder oft abnimmt. Also das muss ich schon sagen. Und die Kinder lieben die Nina und das ist eine super Hand in Hand. Aha. Für die Hüttenwirtin Kathi hat sich der Tourismus in den letzten Jahren stark verändert. Im Wimbachtal und am ganzen Königssee. Die Gäste sind anders wie im Tal. Die normalerweise, gell? Ja. Das sind Menschen, die die Natur genießen, die sich mal hinsetzen können, die mal in die Gegend schauen können, die abschalten, also ohne den Stress vom Tal. Das ist eigentlich das, was uns so fasziniert hat an der Berghütte. Leider sieht man jetzt in den letzten 2-3 Jahren, dass sich das komplett ändert. Warum? Also, das weiß ich nicht genau. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass Deutschland nicht mehr Urlaub in der Türkei und in Ägypten macht, sondern jetzt daheim bleibt. Ja. Das, was halt schade ist, dass die Leute, die jetzt zum Teil am Berg gehen, einfach den Blick nicht mehr haben. Die haben keine Zeit, die haben einen Stress, die schauen beim Wandern schon mit dem Boden, also mit dem Kopf in den Boden rein, die bleiben nicht stehen, die verweilen nicht. Aber ohne Arbeit könnt ihr beide eigentlich gar nicht, oder? Ihr müsst die ganze Zeit Produktiv rödeln. sein. Also Ja, produktiv, nicht, ja, genau. Mich fragen ganz oft die Leute, wie ich das aushalte, dass ich 7 Tage in der Woche arbeite und das halt, weiß ich nicht, das ganze wie? Jahr durch unsere Natur. Das ist einfach, wenn ich in der Früh da herum bin und noch keine Leute sind und ich trinke meinen Kaffee da heraus und schaue mir das an, da kann ich alle meine Akkus laden, aber richtig. Also, das sind so Kraftorte irgendwie, die man da hat bei uns in der Gegend. Was die Kathi beschreibt, habe ich in den letzten Jahren auch so erlebt. Eine wunderschöne Natur und dann immer wieder Momente, wo es mir zu voll und zu stressig war. Das Paradies steht immer mehr unter Druck. Ein paar Kilometer weiter ist plötzlich das Wasser da. Rechts von mir eine Steinwüste. Links von mir tauchen die bis dahin unsichtbaren unterirdischen Bäche an einer Staumauer aus dem Kies auf. Verweilen muss man als Stadtmensch wieder lernen, hat die Kathi gesagt.
das Wasser einmal entfesselt, ist es nicht mehr zu halten. Immer mehr Bäche fließen nach und nach zusammen und haben in Jahrtausenden die Wimbach-Klamm aus dem Stein gefressen. Hier erinnert wirklich gar nichts mehr an die Kieswüste, das Griers, das ich gerade noch stundenlang durchwandert habe. Nach der Klamm sind es nur noch ein paar Minuten ins Dorf Ramsau. Hier habe ich eine Verabredung im Berghotel. Nina und Kathi haben mir von einem ungewöhnlichen Trachtenvereinsvorstand erzählt. Michael Brandt kommt von der Nordsee und lebt seit fast 2 Jahrzehnten in dem Ort, dem er als Kind mit den Eltern jedes Jahr den Urlaub verbrachte. Um sich seinen Lebenstraum zu erfüllen, musste er später Hindernisse und Ängste überwinden. Du hast dann einfach alle Brücken abgebrochen, oder was? Wir haben alle Brücken, also meine Frau natürlich auch, meine Tochter. Wir haben alle Brücken abgebaut. Ich habe meine Beamtenlaufbahn beendet. Wir haben unser Haus verkauft. Wir haben hier eine Mietwohnung genommen und sind ganz von vorne wieder angefangen. Entschuldigung, wenn ich so geschert frage, aber das mit der Tracht, kennst du dich überhaupt aus? Wir haben uns da wirklich hervorragend informiert und haben das am Anfang aufgesogen, als wenn man in ein ganz anderes Land kommt. Man muss ja sich informieren. Ich denke manchmal so, ja, wie so ein Syrer, der jetzt nach Deutschland kommt. Das ist eine ganz neue Kultur, wo er hinkommt. Der kennt die Sprache nicht, der kennt die Menschen nicht. Gut, Sprache mit ein paar Abstriche haben wir. Kriegst du hin, oder? Mittlerweile geht's gut, sehr gut sogar. Aber die Kultur war für uns natürlich auch fremd. Und na, das war kein Thema. Also das ging einfach so, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie machst du das mit der Sprache? Verstehst du alles? Ich verstehe alles. Ich verstehe alles. Also da braucht sich keiner einbilden, dass er einen Witz machen kann auf meine Kosten. Den verstehe ich. Ja, also ganz bestimmt. Nach 20 Jahren sage ich, bin ich einer von den Ramsauern. Das traue ich mich zu sagen. Also, aber du sprichst ja nicht so wie die, oder? Na, das steht mir auch nicht zu. Die Sprache, die gehört den Einheimischen. Das ist das Einzige. Das Gewand, die Tracht, das kann man sich kaufen, das kann man sich anlegen. Gut, viele sehen das als Fasching an. Für mich ist das gelebt. Also ich bin nicht umsonst Vorstand vom Trachtenverein. Also die Tracht ist für mich keine Verkleidung. Aber die Sprache, wenn ich die annehmen würde, das hört sich genauso schlimm an wie viele Einheimische, wenn die versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Du bist echt ein komischer Preis. Ja, eben. Das wird ich auch immer so bleiben. Auf was trinken wir jetzt? Auf die Bayern oder auf die Preis? Auf die Bayern, auf jeden Fall. Auf die Bayern? Okay, dann schaue ich auf die Preise an. Prost. Prost. Am Ende meiner Reise habe ich noch einen letzten Abstecher eingeplant. Vorbei am Hintersee geht es hinein ins Klausbachtal, in dem man eines der seltensten Tiere Deutschlands fast jeden Tag sehen kann. Ich sehe natürlich wieder nichts. Aber warum hat man Spezialisten? Ja, der hat ja super, dass er die drüben aufgescheucht hat. Wir müssen ihm auf alle Fälle schreiben. 5 Steinadlerpaare leben im Nationalpark. In jedem Tal ein Pärchen. Klaus Melde ist Ranger, kennt sie alle ganz genau und hilft den Touristen, sie zu finden. An manchen Bergen, da weiß man, 11 Uhr Vormittag die Thermik und dann fliegt er da. Die steigen jetzt da, die auf? Das heißt, normalerweise hinten geht die Sonne auf hinterm Hochkalter. Da kommt die Sonne, diese ganze Kulisse erwärmt sich quasi, baut sich super Thermik auf und da fliegt er rein, nutzt die Thermik zum Rauffliegen. Und zieht dann da hoch, oder? Und ist dann oben und dann kann er von oben sein komplettes Revier überfliegen, ohne dass er irgendeinen Kraftaufwand braucht oder irgendetwas. Schau mal, Florian, genau wo die Wolken ist, am linken Rand von der Wolke, da wo es ins Blaue hineingeht. Schau mal auf, schau mal auf. Siehst du? Nee, wo? Da ist die Wolke und wo sie links auf wird, wo es ins Blaue hineingeht. Über den kleinen Stein, der noch rausschaut. Ja, genau über die Nosen. Genau über die Nosen. Jetzt schau mal. Ah ja, okay. Sieh, und? Das ist ja riesig. Ja, also. Du, und bis die zu 2,30 Färbung? Meter. Was? Bis zu 2,30 Meter Flügelspannweite, die Weibchen. Männchen ist ein bisschen kleiner. Aber die Weibchen haben bis zu 2,30 Meter. Ein Paar bleibt immer zusammen, oder? Ja, immer, ein Lebtag lang.
Und wie lang heißt es dann ein Lebtag bei Adlern? Naja, so, er kann schon so 20, 25 Jahre wäre ein freier Wildbau kann er durchaus werden. Gibt auch mal Ausrutscher, man hat auch schon mal welche gehabt mit 35, Ausrutscher mit dem Nachbartal? Nein, das glaube ich machen sie nicht. Das machen sie nicht. Nein, die sind anständig. Anständig, weil sie im Nationalpark sind oder generell? Natürlich generell. Nein, also bei denen ist es wirklich so, bis halt einer der Altvögel stirbt und dann wird er mit einem Jungvogel aufgefüllt wieder. Das sind ja die Jungvögel, die ja dann im Januar ihr Revier wieder verlassen müssen. Und die sind auf der Suche nach einem neuen Revier. Und das ist gar nicht so einfach, weil im Alpenbogen alle Reviere besetzt sind. Ja. Das ist nicht leicht. Aber wenn sie dann finden, wo jetzt gerade ein Altvogel abgeht, sage ich mal, dann können sie das auffüllen. Und darum ist beim Adler gar nicht das Problem, dass einmal das Männchen 20 Jahre ist und das Weibchen 3 Jahre alt, weißt? Das macht bei ihnen nichts aus. Der Altersunterschied? Nein, beim Vogel nicht. Dann holt sich das Weibchen so einen Toyboy ab, dann oder? Sucht sie mal so einen Jungen, ja. Schau mal. Ja, schau. Ja, ist es? Ich weiß nicht. Schau mal hin. Ich bin nicht so gut, aber... Ja, du bist sehr gut. Die Ranger beschränken sich nicht darauf, den Touristen die stolzen Vögel zu zeigen. Sie kümmern sich auch um den Lebensraum und vor allem um die Nester. Ohne genug Nachwuchs hätte diese Art keine Zukunft mehr. Aber da siehst du auf jeden Fall die Entwicklung von diesem Jungvogel. Wie schnell das geht. Wenn man jetzt mal schaut, das ist jetzt Ende Mai. Und dann schaust du da, das ist jetzt 10 Tage später, von dem kleinen plüschigen Vogel bis zu dem, das sind genau 4 Wochen. Wie schützt sie die dann? Ja, den effektiven, also was wir wirklich machen können, wir beobachten halt, wir schauen einfach, in welchem Horst ist jetzt die Eiablage, welchen Horst benutzen sie in der Brutsaison. Und wenn wir das wissen, dann geben wir die Koordinaten an sämtliche Hubschrauberverbände, die bei uns so rumfliegen, egal ob ADAC, Bundeswehr, Bundespolizei. Und dann sagen wir, passt mir auf, das ist jetzt ein besetzter Adlerhorst, bitte da nicht hinfliegen. Und die halten sich dann? Und die halten sich dran, natürlich. Die halten sich dran. Weil du unten im Quer stehst, oder? Nein, das ist nicht nötig. Wir haben wirklich beste Erfahrungen gemacht. Die halten sich da dran und das läuft absolut super. Den König der Lüfte an so einem Tag zu sehen, ist ein wunderbares Abschiedsgeschenk auf dieser unvergesslichen Tour. Vor mir liegen die letzten Meter. Auch wenn ich wegen des unsteten Wetters mein großes Ziel, die Überquerung des Watzmanns, nicht mehr geschafft habe. Ich nehme unvergessliche Eindrücke und Erinnerungen nach Hause mit. Von einer verletzlichen und gefährdeten Natur. Von Momenten der völligen Einsamkeit. Und von wunderschönen Begegnungen mit den Menschen vom Königssee.